Wir, die in der Schweiz im 21. Jahrhundert leben, wir haben fast die grenzenlose Möglichkeit, was wir lernen wollen, was wir werden wollen, was wir mit dem Leben machen können. Ich sage fast. Aber das Gute ist, wenn du etwas gelernt hast und du merkst, du hast vielleicht ein bisschen romantische Vorstellungen von dem Beruf, dann kannst du eine Weiterbildung machen. Du kannst dich umschulen. Du kannst etwas total Neues machen. Wir haben die Möglichkeit, das 10. Schuljahr, ein 10. Schuljahr machen. Oder die Erwachsenenmatur und doch noch studieren. Oder du hast studiert und du merkst, das ist jetzt theoretisch. Du hast die Möglichkeit, noch einen handwerklichen Beruf zu lernen. Das war nicht immer so. Nicht lange her ist es so, dass man einfach das gemacht hat, was der Vater gemacht hat. Man hat das Geschäft übernommen vom Vater. Vielleicht hat man einfach in der Fabrik angefangen zu arbeiten, wie der Vater. Und Entschuldigung für euch Frauen, meistens sind die Frauen einfach daheim gewesen. Vielleicht, wenn man keinen Mann gefunden hat, ist es noch gäbig gewesen, wenn man Krankenschwester war, dann hat man dort sich in eine Nische gehabt. Und heute ist es so gut, dass es anders ist. Dass wir uns selber entscheiden können, was wir machen wollen. Dass wir uns entwickeln können. Wo wir uns bewegen wollen, ist unsere Entscheidung. Das ist sicher auch so ein bisschen das Zeichen der heutigen Zeit, oder? Wir wollen selber bestimmen können. Wir wollen nicht in eine Box gedrückt werden. Und heute steigen wir in die Predigt ein, frei für meine Bestimmung. Frei für meine Bestimmung. Als ich den Titel so gehört habe oder so gelesen habe, dass ich über das predigen darf, dann habe ich gedacht, das ist doch ein bisschen paradox. Also frei selber können entscheiden, frei selber können wählen für die Bestimmung. Also Bestimmung suggeriert, dass ein anderer bestimmt hat, was du machst. Nicht einfach selber können entscheiden. Und ich bin an dem am Umstudieren gsi und ich habe gemerkt, geht es nicht viel mehr darum, zum herausfinden, zum können in das hineinwachsen, können selber bestimmen, dass sein, was man ist. Sein, was man ist. Und mir ist dann so ein Zitat von einem irischen Schriftsteller in den Sinn gekommen, von Oscar Wilde. Der ist wirklich ein bisschen wild, der hat ganz coole Sachen geschrieben. Und der hat gesagt, sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben. Bist dich selber, weil alle anderen sind schon weg. Also vielleicht frei für deine Bestimmung heisst mehr, find du raus, wer du bist, was du gut kannst, um was es geht. Doch welches Ich möchte ich sein? Weiss ich denn wirklich, was ich sein will? Wie finde ich das raus? Letzte Woche hat der Reto geredet, brillant, oder? Über so eine Waage zwischen der Fremdbestimmung und das, was ich selber bestimmen kann. Wo bin ich in einem System hinein, wo ich fremdbestimmt werde, wo ich auch einem Kollektiv etwas geben kann? Wo werde ich in etwas hineingedrückt, was ich gar nicht will? Oder wo, ja? Oder beim Eigenbestimmen, so ein bisschen, wo traue ich mir vielleicht zu wenig zu und hole nicht das Maximum raus? Oder wo werde ich arrogant? So vielmal höre ich, das bereue ich. Ich hätte das anders gemacht. Heute würde ich das anders machen. Also herausfinden, wer man selber ist, hat ja auch immer etwas zu tun, dass man Sachen entscheidet, wo vielleicht nachher ein Fehler war. Ich weiss nicht, ob du schon mal eine Entscheidung getroffen hast in meinem Leben. Jetzt nicht eine kleine, wie Joghurt oder Müsli essen zum Morgen, sondern eine grosse. Was lerne ich? Wohin zügle ich? Welchen Partner wähle ich? Und so weiter, oder? Ich glaube, es geht darum, dass wir bei unserem Schöpfer ansaugen. Dass wir uns zu ihm wenden, der uns gemacht hat. Ich glaube, dass er mich kennt. Dass mein Schöpfer, mein Gott, mich besser kennt. Der Reto hat es auch gesagt, oder? Die, die es nicht sehen, müssen es noch anschauen. Die Waage an Gott aufhängen, die Balance. Er kennt uns, er kennt mich im Innersten. Er hat mich gemacht. Und der David hat so einen Psalm, wo er das umschreibt, der so legendär ist. Und beim Studieren von dem Psalm habe ich gemerkt, er ist mir voraus. Ich habe das noch nicht ganz so begriffen. Und ich werde mit euch einen kleinen Ausschnitt, verschiedene Vers aus dem langen Psalm anschauen. Im Vers 5 heisst, von allen Seiten umgibst du, also du Gott, umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt mein Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Denn im Vers 13, du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigt sind deine Gedanken für mich, o Gott. Sie sind so unfassbar viele. Der David beschreibt den Gott, seinen Schöpfer, wo ihn kennt, wo alles von ihm weiß, wo ihn geschaffen hat und auch eine Bestimmung in sein Leben nie gegeben hat. Ja, die Bestimmung gilt es zum herausfinden. Aber was ist denn unsere Bestimmung? Zu was sind wir berufen? Wenn wir doch das vorhören, Bestimmung oder Berufung, dann denken wir immer an grosse Sachen, oder? An Odermatt. Ich meine, wenn einer entfesselt ist, der Odermatt. Heute Morgen hat er das heimgeholt, Olympia im Super-G, oder? Hey, dem Alter, das musst du noch mal machen. Letztes Jahr noch nie nicht. Und jetzt dominiert er. Vielleicht denkst du an jemand anderes Grosses. Vielleicht denkst du an einen Politiker, wo du sagst, der oder die finde ich so gewaltig. Vielleicht denkst du an eine Mutter Teresa, die hat etwas bewirkt. An eine Catherine und William Booth, die Kirchengeschichte umgeschrieben hat, eine neue Art von Kirche gegründet hat. An einen Wilhelm Tell vielleicht. Gut, das ist mehr eine Sage, oder? Aber meine, hey, wenn ich den einmal gelesen habe, der hat mich bewegt. Christine Kane, die einen Nagel eingeschlagen hat gegen den Frauenhandel. Du kannst es sagen, was du willst, oder? Wenn wir so die Berufung hören, dann denken wir viel an so grosse Sachen. Oh, falsch. Entschuldigung, ganz schnell. Wir denken viel an grosse Sachen. Wir wollen da so eine grosse Bestimmung haben und wir können das vielleicht so vergleichen wie mit einem grossen Hochhaus. Ein Wolkenkratzer, wo man von weit her sieht. Wir wollen doch so eine Bestimmung haben. Doch die Frage ist es das? Geht es bei unserer Bestimmung ums Grosse, ums Sichtbare, um so einen Wolkenkratzer, den man von weit her sieht? Ich meine, die Leute haben ihren Wolkenkratzer bauen und mit ihrem Namen angeschrieben, oder? Wenn du das erreicht hast, hoppla. Aber ist es das? Und wir sehen, wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber du hockst in der Kirche, dann muss das irgendwann mal im Gottesdienst, oder? Dass wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Wir sehen es bei ihm und wir sehen nämlich eine ganz spannende Geschichte. Und es ist eine ganz beeindruckende Geschichte, weil es ist das erste Mal, dass wir Jesus hören, reden in seinem Leben. Und zwar ist Jesus als Jude auf die Welt gekommen, als Jude gelebt und ist jedes Jahr von seinen Eltern auf Jerusalem als Passafest mitgenommen worden. Ein riesen Happening jedes Jahr. Und wir lesen in der Bibel, als er 12 war, ist das auch wieder so gewesen. Sie sind dort aufgezogen. Ein riesen Highlight. Alle sind gegangen. Mir ist als Sippe gegangen. Und jetzt muss ich ein bisschen Einschub machen. Oder ich stelle mir die Bibeltexte immer vor. Weil die sind manchmal so recht kurz und nüchtern geschrieben. Und ich stelle mir vor, wie Josef, Maria und eben die Sippe zusammengekommen ist und Kinder gebrieft hat und gesagt hat, hey, jetzt gehen wir auf Jerusalem und ihr wisst, wie das aussieht. Das ist Albani-Fest, oder? 2.0. Also, nein, eigentlich voran, oder? Die Straßen von Jerusalem sind voll und ihr bleibt im Fall bei uns. Ihr müsst immer ein Erwachsener in eurer Nähe sein. Ihr dürft nicht einfach davonlaufen. Dann hat ihnen das Kind aufgeschickt. Aber der Cousin Philipp, der ist doch auch schon erwachsen. Ja, der Cousin Philipp, der zählt auch. Ihr seid einfach mit ihm, mit uns und ihr könnt nie anders hin. Und ihr behaltet euer Nattel auf laut und ihr schaut, dass ihr nicht zu viele TikTok-Videos schaut und Candy Crush spielt und euer Akku leer ist. Und ihr lasst die Standortbestimmung rein, auch du Zebedeus, wo du so Angst hast vor der Ortung und vor der Datenaufnahme. Du lässt es rein, weil wir wissen, wo du bist. So haben sie ihre Kinder gebrieft und sie sind auf Jerusalem gezogen, oder? Sind dort an dem Passafest dabei gewesen, das Highlight des Jahres. Und dann ist es ums Heimgehen gegangen. Das ist immer noch meine Interpretation, oder? Wie sie alle zusammengesucht haben in der Herberge, gesagt, jetzt machen wir zusammen, haben alle ihre Sachen gepackt, hat niemand mehr ein Bärli dreckiges Unterhose, liegt alle noch mit unter dem Bett, haben das Bischi dabei. Sie haben durchgezählt, Josef und Maria haben durchgezählt und gesagt, der Josef hat gesagt, die Zahl stimmt. Und dann sagt Maria, nein, Jesus fehlt. Wir haben dafür einen Neffen da, oder? Und dann sagt Josef, nein, aber ich habe Jesus mit deinem Bruder gesehen, das ist gut. Ich habe ihn wirklich gerade vorher gesehen. Okay, sie ziehen los, sie aus Jerusalem raus, oder? Und am nächsten Morgen treffen sich alle wieder mit dem Bruder und Jesus ist nicht dort. Und immer wenn etwas fehlt, ist es Naturgesetz, dass jemand fragen muss. Es ist ein riesen Stress für Maria und Josef, für die Eltern, wenn ein Kind fehlt, oder?
Und dann, die sind am Freaken und dann kommt die obligate Frage, immer wenn etwas verloren ist. Ja, wann hast du es das letzte Mal gesehen? Komm mal ein bisschen oben runter und überleg dir, wenn du es das letzte Mal gesehen hast. Und die Guse hat dann gesagt, also gerade wo wir abgelaufen sind, habe ich ihn zum Tempel gesehen laufen. Okay, alle anderen sind heim, Maria und Josef haben die Kinder denen mitgegeben und sind retour. Und jetzt kommen wir mal wieder in die Bibel zurück, so wie es da steht. Und zwar heisst es dort, dass nach 3 Tagen vermisst sie, haben sie Jesus im Tempel gefunden. Sie haben Jesus im Tempel gefunden, bei den Pharisäern und bei den Schriftgelehrten, und er hat sie mit Fragen gelöchert. Und sie sind erstaunt ab der Weisheit von dem Kind. Und logischerweise kommt dann zuerst Maria mit einem Vorwurf. Mutter, oder? Mutter oder Vater kommen dann mit einem Vorwurf. Das ist ganz normal. Und zwar sagt sie nämlich, Kind! Jesus, was läuft mit dir? Fragt Maria. Wie hast du das uns antun können? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Und dann kommt die Antwort von Jesus, wo so erstaunt. Er sagt nämlich, warum habt ihr mich gesucht? Wieso sucht ihr mich? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus von meinem Vater muss sein? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus von meinem Vater muss sein? Schon als Kind, Jesus hat ja die ganze Entwicklungsschritt vom Kind durchgemacht. Der ist nicht einfach auf die Welt gekommen mit allem Wissen, oder? Der musste lernen laufen, der musste lernen aufs WC gehen, alles, oder? Aber da hat er auf einmal gecheckt, ich gehöre zu meinem Vater im Himmel. Das sind die ersten Worte, die wir von Jesus hören, die ersten dokumentierten Worte. Habt ihr nicht gewusst, dass ich bei meinem Papi muss sein? Und das war in dieser Zeit nochmal einfach im Tempel. Jesus hat gewusst, wie wichtig die Verbindung zum Vater ist. Er hat gewusst, dass er ohne den Vater nichts tun kann. Und das Verständnis, das war nichts Sichtbares, das ist nichts Schönes. Er war ein Bub, der in diesem Alter noch nichts gezählt hat. Unsere Grundberufung ist, dass wir zu unserem Vater gehören. Zu einem Grund, oder da? Dann haben wir eine andere Farbe. Das ist doch keine andere Farbe. Jetzt hat es keinen Platz da. Ja, ist ja gleich. Grund, sollte Grund heißen, oder? Unsere Grundberufung ist, dass wir bei unserem Vater sind. Und ich mag mich an eine Situation in meinem Leben erinnern. Ich habe Schreiner gelernt, habe als Schreiner gearbeitet, einen Unfall gehabt, hat geheißen Routineoperation, du solltest wieder fit sein. Routineoperation durch, ich bin nicht fit gewesen, es ist nicht gut gekommen, es hat geheißen, es wäre eine lange Geschichte. Und dann habe ich da in der Kirche angefangen, Freiwilligenarbeit zu machen. In die Teenie-Arbeit mich investieren, beim Bau von dem Haus habe ich geholfen, genau. Und habe dann gemerkt, ihnen hat es geheißen, du brauchst eine zweite Operation gehabt und habe dann da, währenddem ich auf die zweite Operation gewartet habe, hat es geheißen, du wirst nie mehr als Schreiner arbeiten können, du wirst nie mehr richtig Sport machen können. Und ich habe mich dann entschieden, um da anfangen, ein Praktikum zu machen und Theologie zu studieren. Und habe mich angemeldet und angefangen. Und dann kommt die zweite Operation. Und nach der zweiten Operation, schon relativ schnell, hat es geheißen, hey, es hat nicht geklappt. Du musst leben mit diesen Schmerzen, du musst mit dieser Einschränkung leben. Und by the way, du solltest dein Praktikum kündigen und das Studium sicher verlängern. Bevor ich zu meinem Chef da in der Kirche bin, um ihm zu sagen, hey, es wird länger nichts, also sie haben so zwischen 6 und 9 Monaten gerechnet, wenn überhaupt wieder zurückkommen, bin ich ins Winterthur ins Bäumli, aufs Mürli geguckt und ich habe Gott angeklagt. Ich habe ihm alles angesagt. Und ich habe ihm nämlich gesagt, lieber Gott, weißt, ich reiss mir den Arsch auf für dich. Entschuldigung, das darf man da nicht sagen. Ich reiss mir einen Arm aus für dich. Du könntest mich gesund machen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt einfach meinen Sport machen kann, sondern es geht darum, dass ich deine Arbeit hier mache. Hey, nochmal, was läuft, oder? Und er hat mir ganz eine klare Ansage gegeben. Er hat mir gesagt, Matthias, mir ist doch wirklich egal, was du machst. Mir ist doch wirklich egal, was man da sieht. Was ich will, ist, dass du näher bei mir bist. Und das steht drin. So eine Grundberufung. Und die Grundberufung ist wie ein Fundament und auf einmal kommt der Grüne. Das ist wie ein Fundament. Das ist das, für was wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen, zum näher bei unserem Gott zu sein. Wie soll ich das Bild vom Wolkenkratzer bringen? In San Francisco ist 2009 ein Haus gebaut worden, ein Wolkenkratzer. Ich habe ein Bild mitgenommen, der Millennial Tower.
200 Meter hoch, jene Luxuswohnungen dort drin, sind alle verkauft worden, riesen Renditen, oder? Schön shiny, erleuchtet immer, man sieht ihn von weitem, es steht am besten Ort, ein riesen Ding, oder? Was die gemacht haben, ist, um ein bisschen Geld zu sparen, haben sie am Fundament gespart. Normalerweise alle Gebäude rundherum haben so eine dicke Bodenplatte. Ich komme ein bisschen aus dem Bausektor, Entschuldigung für alle, die es nicht interessiert. Die Gebäude rundherum haben ihre Fundamente bis auf den Felsen runter, haben sie so noch Bohrungen gemacht und mit Beton aufgefüllt. Aber die haben gefunden, das ist nicht nötig. Da lange, wenn wir einfach ein bisschen machen. Nicht so viel und ein bisschen, oder? Das Problematik seit 2009, wo der Turm eröffnet worden ist, bis jetzt ist er über 40 cm abgesackt. Sie müssen so eine Zone machen, wo man halt mit der Umgebung ein bisschen spielen kann, oder? Also, er geht runter, oder? Das ist aber nicht das einzige Problem. Er neigt sich, er geht leider nicht gerade runter, oder? Zurzeit ist er 66 cm, steht er schräg. Das ist ein kleiner Turm von Pisa, oder? Und es geht weiter. Sie haben schon Risse in den Scheiben. Das Problem ist, dass noch wenige Zentimeter und die Lift laufen nicht mehr. Die Wasserversorgung, also Wasser, Abwasser und Frischwasser und der Strom, merken Sie, funktioniert nicht mehr. Das schönste Haus, wenn nur das Fundament nicht passt, nützt dir nichts. Ist doch eigentlich simpel, wir wissen das, oder? Wenn man ein Haus baut, muss ein solides Fundament haben, oder? Und nur denken, oben sicher darauf gebaut werden. Jetzt verhinkt der Vergleich mit unserem Leben ein bisschen, oder? Dummerweise für mein Bild jetzt da, oder? Die Grundbestimmung da ist, dass wir näher bei unserem Gott sind. Das ist der Grund. Wir probieren es nochmal mit. Da unten wird er nicht mehr schreiben. Und das ist so die spezifische Berufung, die wir haben, oder? Jetzt in unserem Leben ist es eigentlich noch cool, dass wenn wir anfangen, wenn wir sagen, hey, mal, ich will da ein Fundament mit dem Gott, der mich kennt, bauen. Ich muss nicht das volle Ausbauen haben, dass ich oben etwas aufbauen kann, sondern das geht parallel. Wenn du den Gott in dein Leben nimmst, dann baust du vielleicht mal einfach so ein Bodenplättchen und du kannst vielleicht zuerst mal ein Zelt draufstellen. Dann gehst du vielleicht mal ein paar Pfosten bohren und du kannst dafür nachher ein Haus anstellen. Und je weiter dass du mit dem Gott unterwegs bist, kommt dann eben der Moment, falsche Farbe, dass du da ein Hochhaus kannst draufstellen, wo man von weitem sieht. Vielleicht eine Berufung, wo man sieht. Und du wirst immer da dran sein, da eben ein Fundament zu bauen. Aber es gibt eben auch den Kehrschluss bei diesem Bild. Wenn du parallel anfangen kannst zu bauen, heisst das aber auch, dass du das Leben lang an deinem Fundament musst werden arbeiten. Es ist nie fertig. Und gerade in letzter Zeit habe ich das Gefühl, haben wir viele Beispiele von Leuten, die eine grosse, sichtbare Berufung haben und nicht mehr an ihrem Fundament geschaffen haben. Das Fundament hat sehr viel mit der Identität zu tun. Und wenn man nicht mehr an dieser arbeitet, wenn man nicht mehr näher, glaube ich, was einfach wirklich hilft, bei dem Schöpfergott ist, um an diesem Fundament zu bauen, wird man oftmals arrogant. Und man kommt Schieflage über. Und nicht wenige Menschen sind so crashed. Ihre Berufungen sind crashed. Es hat Schmerzen ausgelöst. Und dann müssen wir uns doch fragen, wie können wir frei werden für unsere Bestimmung? Frei werden für unsere Bestimmung. Für die Grundbestimmung, aber auch für die spezifische. Was müssen wir machen? Ich glaube, jetzt müssen wir da mal das Blatt wechseln. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass unsere beiden Bestimmungen, dass die miteinander wachsen. Dass unsere Grundbestimmung und unsere spezifische Bestimmung, dass die miteinander wachsen. Das ist das Ideal des Stern, oder? Wenn wir da hinkommen, haben wir das Optimale genutzt. Das ist das Ziel. Wenn wir anfangen, unsere spezifische Berufung schnell reinwachsen, wir jemand sein, wo wir vielleicht gar noch nicht sind, oder schnell das forcieren, dann fangen wir an zu crashen.
Ich sehe aber auch eine andere Gefahr. Ich sehe, dass wir so einfach unsere Identität schaffen, dass wir näher bei Gott sind. Und ich glaube, wenn wir näher bei Gott sind, wird er uns herausfordern. Er wird uns challengen. Und er wird uns Sachen geben, wo wir reinwachsen können. Neu mit etwas Grosses machen. Neu mit vielleicht auch Sachen, die gar nicht so gross scheinen, Menschen helfen. Und wenn wir das verpassen zu machen, dann dümpeln wir da unten rum. Das Ziel, um unsere Berufung zu finden, ist, dass unsere Berufungen miteinander wachsen. Dass wir da immer dran sind. Das hat auch viel mit Demut zu tun. Wir können unsere es gibt sicher noch mehr, ich jetzt mal 3 Bereiche, können wir uns fragen, wie stehe ich in diesem Bereich? Das hilft uns mit unserer Berufung, mit der grossen und mit der kleinen, mit der Grundberufung und mit der spezifischen. Oder ich glaube, sie spielen immer zusammen. Das erste sind Lebensumstände. In was für Lebensumstände bist du drin? Vielleicht geht es darum, dass du dich versöhnst mit deinen Lebensumständen, dass du dich versöhnst mit deiner Vergangenheit. Wir werden nie etwas Grosses obendrauf bauen können, wenn wir mit dem, wo wir durch sind, nicht versöhnt sind. Das kann ja Handeln und Konsequenzen aus deinem Leben sein. Und das können Sachen sein aus deiner Vergangenheit, wo andere über dich gehandelt haben. Kannst du dich versöhnen? Kannst du Leute vergeben? Kannst du Leute aus dieser Schuld rauslassen? Vielleicht ist es ja gut, wenn du dir bewusst wirst, in welcher Saison von deinem Leben stehst du. Ich weiss noch, als ich da angefangen an Theologie zu studieren und das Praktikum gemacht habe, ich gedacht, ich werde der nächste Papst, oder? Ich übernehme den Laden und es ist so gut, dass es so langsam geht. Dass man sich auf normale Weise die Sporen abverdienen muss, dass man von Sachen bewahrt wird, dass man es im Charakter schaffen kann. Vielleicht bist du voll im Saft, junger Erwachsener, und du denkst, es kann dir nicht genug schnell gehen. Bist dir bewusst, in was für einer Situation du bist? Vielleicht hast du Kind im kleinen oder mittleren Alter und du merkst ihnen so, kommt zu nichts, oder? Hast du gewusst, dass Kinder ein Teil von deiner Bestimmung sind? Dass Kinder ein Teil von deiner spezifischen Berufung sind? Hey, ich fordere dich raus, investier dich in deine Kinder hinein. Die werden eigentlich von selber gross, oder? Vielleicht sind Kinder draussen. Vielleicht hast du auf einmal wieder Zeit. Und dort ist die Frage, ist es dran, um mal etwas Neues anzupacken? Vielleicht bist du in der AHV. Dort. Und dann das dritte, also das letzte der Lebensumstände, was für Ressourcen hast du? Das spielt eine grosse Rolle für deine Berufung. Was für Ressourcen hast du? Entweder kannst du deine Ressourcen, die du hast, gut anfangen zu brauchen, oder du kannst mit Gott zusammen, an dem Gottes Herz fragen, hey, ich habe das Gefühl, du willst etwas Grosses mit mir, aber ich habe die Ressourcen nicht. Wir haben einen Gott, der Ressourcen gibt. Der dir Energie, der dir Gaben nochmal neu geben kann. Da will ich dich herausfordern. So, der zweite grosse Punkt ist Erwartungen. Was für Erwartungen stehen über deinem Leben? Erwartungen von anderen? Sind da Erwartungen da? Von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von deinem Chef? Von deinem Dorf? Wer du sein sollst, was du machen sollst? Hey, wenn du mit Gott zusammen an diesem Grund schaffst, dann kannst du dich von denen lösen. Ich will dir Mut machen, dass du mit dem Gott anhockst, in dieser Grundbestimmung, dass du näher an das Vaterherz angehst und mit ihm kannst schauen, was sind die Erwartungen, was ist das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Vielleicht sind es auch die Erwartungen, die du an dich selber hast. Der Wunsch, etwas zu sein. Das finde ich manchmal fast das Schlimmere, oder? Wir treiben uns selber neu mit an, wo wir gar nicht angehören. Oder wir gehen neu mit nicht an, weil wir Angst haben, weil wir das Gefühl haben, ich bin doch nur ein Huscheli, ich bin doch nur ein Mauerblümchen. Wenn wir mit Gott zusammen, wenn wir näher im Herz sind, wenn wir an dem Fundament bauen, dann spüre ich immer wieder mehr, er mich herausfordert und sagt, hey, das bist du, gang für das, ich gebe dir alles, was du brauchst. Oder manchmal bremst er mich und sagt, hey, das bist doch nicht du, du musst dich gar nicht abrackern. Und das alles führt in eine Identität. Was für eine Identität? Oder wo hast du deine Identität?
Etwas, was mich zurzeit extrem beschäftigt. In meinem eigenen Leben. Und wenn ich meine Kinder anschaue, probiere die Identität in die Kinder hineingeben. Und ich merke, ich kann es alleine nicht. Ich kann alleine nicht herausfinden, was für eine Identität das ich habe. Aber ich weiss jemanden, ich weiss den Gott, der mir so ein Fundament gibt. Ich weiss, was er in diesen Zeiten, wo niemand von euch dabei ist, was er mir sagt, wo er mich bestätigt, wo er mich challenged, wo er mich herausfordert, wo er mich aufbaut. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin, höre ich einmal die Bibel, habe ich von Mose gelesen, oder gelesen. Und Gott gibt ihm einen Auftrag, gibt ihm eine Berufung, und was sagt er so? Ich kann nicht schwätzen, ich will nicht, kannst nicht einen anderen nehmen. Und das ist mit dem Gott am Dealen, oder? Ob es gut ist, mit Gott dealen oder so, das können wir dahingestellt lassen. Aber er ist mit Gott, näher an Gott dran sein. Er hilft mir, in meiner Angst zu scheitern, wenn ich näher an Gott bin. Er ist der dir Identität gibt. Ich bin fast am Schluss, ich will euch herausfordern. Investiere in die Beziehung mit Gott. Investiere in ein echtes Fundament. Mach keine Abkürzungen. Geh auf den Felsen runter. Dort, wo du nahe bei Gott bist, erkennst du die Kraft, die dir zur Verfügung steht. In schwierigen Lebensumständen, wenn du in einer schwierigen Situation steckst, Gott ist der dir Kraft weggeben, der dir sie gibt, der verspricht das. Auch wenn es dir gut geht. Gott hilft dir, dich selber zu sein. Hey, und es ist so wichtig, dass du dich selber bist, weil alle anderen sind vergeben. Er ist der mit dir die Vergangenheit anschauen will. Er ist der dir hilft, die Vergangenheit zu vergeben. Und er ist der dir eine gute Zukunft aufmalt. Er ist der mit dir ein Hochhaus parat hat. Vielleicht steht da oben nicht dein Name dran. Vielleicht sieht man das gar nicht so. Aber er hilft dir, das Optimum aus deinem Leben herauszuholen. Das erlebe ich immer wieder. Es ist unheimlich schwierig, über Berufung, über Bestimmung zu reden, 25 Minuten. Ich will dir Mut machen, da dranbleiben. Nehmt das mit in die nächste Woche. Geht zu eurem Gott, besprechen mit ihm, wo bin ich dran? Bin ich am richtigen Ort? Wo kann ich in das Fundament hineingehen? Ich will zum Abschluss noch beten. Danke Gott, dass du uns kennst. Dass du uns kennst, weil du uns gemacht hast. Du sagst, dass du weißt, wie viel Haar wir auf dem Kopf haben. Du weißt, wie lange unser Leben ist. Danke dürfen wir uns in deine Hände geben, von dem guten Gott, von dem liebenden Vater. Und ich bitte dich, dass du uns näher zu dir ziehst, dort, wo wir selber nicht können, dass du uns zu dir ziehst, dass du uns ein starkes Fundament bauen lässt und dass wir leben in unseren Berufungen, in unserer Bestimmung hinein, die einen Unterschied macht, die die Gesellschaft prägt im Guten. Ich danke dir, bist du da und ich preise dich für die Zeit, die wir jetzt noch haben werden. Amen.